Stel die dat bloß fair. De rijke regieren over de arme en wer dat borgt, es dem ziens geloof, der am dat borgt. Sprecher 22, Vers 7. Wann wir Jesus Christus ans Leben gegeven haben, haft hij uns geraten und sogar mit am Taub te Ohren gemacht. Wat haben wir dann für ein Recht, einen neuen Herrn zu sehen, dem von hier an zu dienen? Dat stimmt bloß nicht taub und ist auch nicht moralisch. Wir singen jeren so ne Leider aus, ich gebe dir mein Leben, Jesus. Aber wer gibt mir das Recht, dass ich mich für etliche Jahre ein Sklav von Mammon mag? Was sagt Gott? Wenn du borgst, bist du ein Sklav an dem, der am dort borgt. Hab ich mein Leben nicht Gott gegeben? Weil wir dort nur gehen und was sein mag. Wenn ich mich selbst in mein Eigendom nur Gott gegeben hab und sei, du bist Herr, was hab ich für Freiheit, dass ich mir dort erlaub, einen anderen Herrn zu dienen? Ist Gott nicht uns Helfer? Ist er nicht allmächtig? Wenn wir nur das weltliche finanzielle System kicken verhalb und es steht, dort wir nur ankicken, was wird er denken? Und den Herrn sein Gebet lehrt Jesus uns nicht bloß für die geistlichen Dinge, sondern auch vergib uns unsere Schuld oder bewahr uns für den Beisen, aber auch gib uns das Brot, das wir von dort brücken. Dem Herrn sein Gebet schlitt auch der dritte Part mit an von das erlösende Werk von Jesus Christus. Du betst dem Herrn sein Gebet, gib uns das Brot, das wir von dort brücken, und dann gehst und holst die dort von der Bank. Stell dir das fair. Meine Tochter will nur die Universität gehen und kommt noch mich. Vorder ich weiß, dass du viel Geld hast, und daher wollen sie für mich nicht utgenommen machen, dass ich nicht holen darf. Mir fehlt eine Wohnung und mir fehlt Geld zum Leben. Wirst du meine Schule finanzieren können? Sicher in Jahren will ich helfen. Wir machen also einen Plan und sichern eine Wohnung. Lothar aber jetzt in meinen Bruder und sagt, kannst du mir Geld geben, dass ich eine Wohnung pachten kann? Nur hier jetzt in ihre Großeltern. Kann ich von jünd wat Geld leihen, nur die Universität gehen zu können? Oder noch euer, sie geht nur die Bank und liet ein Studiumsgeld. Na ja, das ist im wirklichen Leben sicher nicht so geworden, aber weil wir das mal ein bisschen bekicken. Wo würd ich als vor mich feilen über ihre Entscheidungen? Wenn ich alles habe, was fehlt, denkst du, dass ihre Doten mir das bewiesen, dass sie mich vertraut? Würd sie meine Gefeile weidaunen? Was würde das über mein Verhältnis mit meiner Tochter sein? Ich würde mich selbst fragen müssen, wie ich so ein schlechter Vater, dass sie kein Vertrauen auf mich haft? Habe ich so ingelaten, dass sie mich nicht vertrauen kann? Wirklich, dort, was sie tut, würde mich weidaunen. Stell dir nu eine noch schwierigere Situation vor. Deine Frau haft die was zu sagen. Schatz, du hast mich viel anzuarbeiten und wir haben ein interessantes, gutes Leben. Aber wenn du mir nicht alles geben kannst, habe ich noch was andere Männer. Aber sei die nicht. Wenn du mir was gibst, wo ich auch wieder noch was Zeit für die haben. Würde Eifersucht die nicht bei dem Korken bringen? Und wo behandelt wie Gott? Ich allein sehe der Herr, jün Gott, und mit keinem anderen taub. 2. Mose 20, Vers 5. Können wir Gott seine Gefeile verstehen? Geld ist nicht bloß eine Rechenfrage. Geld hat mit Verhältnissen zu tun, und Jesus will, dass wir allein arm vertrauen. Gott ist ein übersicher Gott. Vielleicht mag ich Wort von jünd Leser anmaglich feilen, aber halt das im Sinn, dass die Wahrheit sich einmal anders feilen kann als ans Gewissen. Das ist da wenn das Wort Gottes dem Mut verreicht und anrecht ist, und immer seinen wird. Dat Gewissen geht entelieren. Wenn ich gelehrt sie Kredit zu nutzen aufgrund von das finanzielle System von dieser Welt, dann wird mein Gewissen nicht negativ durch zu antworten, ein Don't, wo falsch das ist. Vielleicht hast du ein verplagtes Gewissen und denkst, dat wir gar nicht, was ich meint. Dat will ich nicht. Ich weiß bloß nicht von Beta. Ich weiß in vielen Umständen auch nicht von Beta, aber ich will die einladen, diesen Weg von Denken anzunehmen. Gott ist mein Vater, er will mir alles geben und er hat keine schlechten Gedanken. Ich hab dat Gott übergedacht, sagt der Herr, und was ich für jünd geplant hab, ist Frieden erfreulich und nicht Schoden. Ich will jünd eine Zukunft und Hoffnung geben. Jeremia 29, Vers 11. Wo wir mit Finanzen umgehen, hat viel mit uns Verhältnis mit Gott zu tun, aber wir bleiben dabei so zu leben, als wenn das nichts miteinander zu tun hat. Aber uns Leben ist einfach ganz geistlich. In unserer Berufung als Geschäftsführer ist in das Geistliche gewartet. In der Bibel sagt Gott zu uns, bet keine andere Götter an. Der Herr, der auch den Namen, der Verlangender haft, verlangt ungedeilte Ehrfurcht. 2. Mose 34, Vers 14.
wie zijn Christus zijn Brut. Beide Testamenten, dat oude en dat nieuwe, vergelijken ons verhältnis met God met eine Ehe. Wanneer we nu de Brut zijn en in eine geestliche Ehe met God leven, wo kunnen we ons dan de vrijheid nemen om Ehebruch te leven? Im Oude Testament kritisiert Gott Israel wiederholend dafür, dass sie andere Götter folgten oder nur andere Menschen kickten, Hilfe zu kriegen. Dafür benannt er ihn als Ehebrecher. Jesaja, Jeremia und andere Propheten reden klar darüber. Wieso? Wegen die Horten von den Menschen sich von Gott als ihr Beschützer und Versorger weggedreht haben. Sie kickten nur andere Menschen und andere Götter für Hilfe. Wenn wir uns nicht von Gott, aber von Mammon abhängig gemacht haben, uns zu versorgen, dann soll uns dort nicht überraschen, wenn wir kein geistliches Wiederkommen haben. Wo viele Kirchen und einzelne Personen schaffen damit, Interesse zu betonen, und es steht, dass sie in Gott seine Fürsorge vertrauen und in Freiheit leben. Wenn christliche Kirchen Mammon seines Glaubens sind, dann ist dort noch euer. Dat tiende, wat die Menschen geben und wat Gott geheiligt hat, wird gestohlen und durch die Interesse in das weltliche Finanzsystem neingetolt. Dat tiende, die 10% von unser Einnahmen, ist geheiligt. 3. Mose 27, Vers 30. Gott sein Zweig dafür wir, dat dit für die Priester sein soll. 3. Mose 18, Vers 21. In Malachi 3, Vers 4. Und nu sehe ich, wie halb wie Mammon, und dann nehmen wir das Tiende, was Gott sind ist, und stehlen uns dort, Interesse zu betonen. Wir wollen Wunder erfahren, wir wollen eine geistliche Erwartung, wir wollen die Kranke geheilt und die Bäume versaat haben, und doch? Dowein, wenn je mit das angereichte Reichtum nicht sein Trüge warst, wer wird jünt den wahren Reichtum anvertrühen? Lukas 16, Vers 11. Dit wird, was Jesus hier seht, ist und hordet wird. Wenn wir das weltliche Eiendom nicht drüber handeln, so als Gott das will, wo soll wir dann erwarten, dass er uns wahren geistlichen Reichtum anvertrauen wird? Wem nicht mit die kleinen Dinge zu trühen geht, den wird nicht mehr anvertraut worden. Kann das die Ursache sein, dass wir in der modernen Welt meist nicht eine geistliche Erwartung erfahren können? Wieso erfahren wir in unseren Kirchen so ein einteiliges Christentum? Wunder passieren in Afrika, in Südamerika und irgendwo in der Welt, bloß nicht hier. Wir haben denselben Gott, denselben Glauben, bloß die Wunder passieren nicht. Kann dort was mit dir zu tun haben? Wenn wir mit weltlichem Eiendom nicht vertrauenswert sind, wer wird uns dann die wahre Reichtümer vom Himmel verwalten lassen? Das geht um mehr als Geld. Das geht um uns Verhältnis mit unserem Vater im Himmel. Vielleicht ist dort die Ursache, wieso so viele Kirchen in geistlicher Kraftlosigkeit und Erfolglosigkeit fast sind.